So, guten Abend wohl miteinander. Heute mal ein anderes Video. Heute gehen wir auf die jüngsten Hate-Kommentare. Ich versuche auch ein bisschen so zu machen. Die ganze YouTuber, den ganzen Scheissdreck gemacht. Also, schauen wir mal rein. Den da überziehen, der junge Schnaufer. Da haben wir ihn. Etwa wohnen, der junge Schnaufer. Wie du eigentlich Sound, du bist am Anfang so ein verdammt lustiger Sieg gewesen. Leider geht dir die Idee aus und dein Content ist aktuell eher auf Seniorenbereich. Nehme ich wohl an, dass er auf Seniorenbereich ist, wenn ich mit dem Babadema ein Senior da ein paar Videos mache. Oder? Ich verstehe jetzt die Leute nicht, die denken, ich mache nur, also ihr könnt ja selber gehen anschauen, ich mache nur noch mit dem Babadema Videos. Habe ich hier irgendetwas verpasst, oder wie? Und natürlich will ich ihn auch pushen, den Babadema. Aber wir haben nie die Intention zum Fame werden oder so. Ich bin nicht mal Fame. Viele Leute meinen, ich bin Fame und verdiene jetzt Cash und so. Ich verdiene vielleicht 50, 60, 70 Stutz auf Twitch. Wenn ich auf Twitch streame, aber ich verdiene kein Cash. Und wenn ich Fame würde sein, würde ich die Maske wegnehmen, damit mich jeder erkennt draussen. Und dann hätte ich den Plausch. Logisch, ich würde gerne Cash verdienen damit. Dem Ganzen. Aber wer würde das schon nicht wollen? Da ein paar Videos machen, ein bisschen gamen, Cash verdienen. Soll ich lügen? Soll ich sagen, nein, danke schön, hätte ich nicht gerne. Ich würde lieber auf die Baustelle, wenn es Schiffe arbeiten. Und der Babadema sowieso, er hat gar kein Interesse. 0,0. Ich muss ihn sogar überschnurren. Ich sage, mach mir ein Video, komm, ist langweilig. Und ich mache das ganze Zeug, haben wir angefangen, also ich vor allem, weil es mir langweilig ist, weil ich bin krankgeschrieben seit dem August. Seit August bin ich krankgeschrieben, ich weiss nicht wegen was. Long-Covid oder nicht. Ich muss nächsten Monat die zweite Reha. Long-Covid-Station in Geiss. Und ich glaube, das verstehen viele Leute nicht. Ich mache das, weil mir langweilig ist. Ich habe immer geschafft. Und jetzt schaffe ich nicht. Und mir ist langweilig. Und darum habe ich den Scheissdreck angefangen zu machen. Mit birrenweichen Sauhund. Also, dann schauen wir da auf. Du findest wieder deine alte Spur zurück. Ich weiss, im letzten Video habe ich wieder die alte Spur gemacht. Ich habe einfach ein bisschen die Abwechslung reingebracht. Also, unnötiger Kommentar. Schön ab. Bringt es nicht, so Zeug schreiben. Unnötig. Also, schauen wir mal den zweiten an. Jawohl. Da, vom Moser-Norman. Bro, lern mal mit Social Media umgehen. Ich gehe jetzt nicht näher auf sein Profil ein, aber er hat auch etwa 100, 200, 300 Follower, wie ein normaler Mensch, wie ich auch mit privaten Account habe. Ganz normal. Also, dann check ich nicht, was er... So eine Person mir muss sagen, wie ich muss lernen, mit Social Media umgehen. Wenn jemand aus diesem Bereich kommt, ein Zeki oder ein junger Schnaufer oder so, wo viel wo in diesem Bereich tätig sind, mir sagen, hey, schau, das ist nicht gut, mach so und so, oder ich finde das nicht mal die sagen mir das. Aber dann kann ich es mir zu Herzen nehmen. Ich kann nicht einem Koch sagen, hey, nein, da musst du Rösti so machen, nicht so. Ich bin kein Koch, ich kann das nicht sagen, Entschuldigung. Ich mache doch, was ich will. Schäme dich nicht als Vater. Der Babadema ist kein Vater. Ich bin ein Vater. Und ich bin ein bisschen eine außergewöhnliche Person. Ein bisschen Gogo, haben wir alle verstanden. Aber ich tue nicht meiner Tochter irgendwie etwas Schlechtes vermitteln. Ich fluche nicht mal vor ihr, okay, amigs Gott vertau mir und so, aber das ist ja nicht schlimm, oder? Und sie findet es lustig, ich mache ja nicht mit ihren Videos. Ich schäme mich definitiv nicht als Vater. Ne? Definitiv nicht. Jetzt schauen wir den nächsten Yogi-Schnaufer. Der Dalpian, jawohl. Da geht es um den ersten Kommentar. Dort Unrecht hat er nicht. Ich finde vor allem den mit der Maske, die ihn auf lustige Schippi macht, sehr unlustig. Kein Problem, muss ja gar nicht jeder lustig finden. Viele finden ihn nicht lustig. Aber ich finde es lustig und das ist wichtig. Ich finde es lustig und darum poste ich es, weil ich Bock drauf habe. Wenn du nicht lustig findest, entfolg doch einfach oder abonniere mich nicht. Und schönen Abend, wo ist das Problem? Ich verliere ja nicht. Viele sagen, ich fliege tief, ja, jetzt entfolgen dir die und die, aber von was soll ich tief runterfliegen? Ich bin ja gar nicht weit oben. Ich weiss, von wo will ich runterfliegen? Ich bin arbeitslos. Ich muss jetzt wieder in eine Reha-Klinik. Von wo will ich runterfliegen?
Das mache ich nur zum Spaß. Mir ist langweilig, Alter. Nein, das verstehen viele junge Schnaufen nicht. Und ich bin mit dem ganzen Zeug, wann einer hat mir geschrieben, Pfeife und so, ich habe es jetzt nicht gefunden, ich sage Pfeife und so, bla bla bla, für ihn bin ich besser gewesen. Aber ich bin mit dem, dass ich eine Pfeife bin und dass alles nicht lustig ist und scheiße und so. Ich bin immerhin im Radio Energy gewesen, mehrmals. Und ich durfte mit dem Zeki ein Video machen, mit dem Jan Schnufer, also Jan Gustav, mit dem Teronimo, mit dem Erik, habe ich Videos machen. Aus langweilig. Und das ist für mich schon viel mehr wert, als dass ich irgendwie, keine Ahnung, die Leute meinen, ich komme da 10'000 Stutz oder so über. Nichts bekomme ich. Nichts. Die meinen, ich bin da reich von dem Zeug oder weiss doch nicht was die für Scheiß im Grind haben. Aber was ich damit will sagen, nicht jeder kann ins Radio gehen, einfach so. Oder viele schreiben mir, du musst Geld verlangen vom Radio und so. Und wenn mir das zum Beispiel jemand sagt, der schon mal dort war und einen gewissen Status hat, okay, von ihm kann ich mir das zu Herzen. Aber mir schreiben solche Dalpians. Er hat mir das nicht geschrieben, aber andere schreiben mir, ja, aber Bro, du musst so und so machen, du musst Rollen nehmen, du musst dies machen. Ich muss überhaupt nichts. Der Junge ist nervig. Ich brauche die Kommentare nicht. Ich gehe auch nicht da irgendwie bei irgendjemandem schreiben, du musst so oder so machen. Oder, keine Ahnung, bei irgendeinem, zum Beispiel beim Fabio Lander. Nehmen wir ihn einfach als Beispiel. Wegen ihm habe ich ja mit dem ganzen Zeug angefangen. Mit dem einfach mal machen, oder? Weil ich Corona kann, nicht zu kann, habe ich einfach mal gemacht, oder? Einfach mal gemacht. Aber ich kann ihm auch nicht schreiben, hey, du musst eben so und so machen, du musst dort und dort, du musst dann so und so und so machen. Alter, er kann doch machen, was er will, jeder kann doch machen, was er will. Und ja, wir sind öffentlich, es ist öffentlich auf Social Media, aber nicht jeder interessiert den Senf. Das, was hat er noch geschrieben? Ist wahrscheinlich ein Kollege von dir, der mitziehen will, aber du allein bist besser dran. Man merkt, dass du auf Krampf Geld verdienen mit dem Kanal und das macht es auch recht unsympathisch. Bro, wie will ich denn Geld verdienen? Meinst du jetzt mit den T-Shirts? Mit den T-Shirts, die ich da habe? Ich habe da immer noch T-Shirts. Geld verdienen, was verdiene ich dort? Viele haben mir geschrieben, sie wollen Merch, sie wollen T-Shirts und so. Ich habe es bestellt auf einer Schweizer Homepage und ich habe nur für das T-Shirt selber über 30 Stutz müssen zahlen. Oder 40 sogar, mit dem Druck und alles. Und auch Hoodies, über 50 Stutz. Da habe ich am Anfang gedacht, ja easy, 50% Gewinn. Ist sehr überteuert, habe ich sogar selber gesagt, dass es überteuert ist. Und weil viele haben mir auch wollen spenden und so. Da habe ich gedacht, ja nein, spenden muss man niemandem etwas, aber so kann jemand ja etwas bestellen und kann ein bisschen Cash machen mit dem. Aber es ist immer noch da. Also ich verkaufe schon. Ich habe auch das Päckchen zum Verschicken, 3 T-Shirts heute. Läuft schon, eine Flasche dort, ein Pulli dort und so weiter. Geht schon weg, kein Problem, oder? Reich werde ich nicht mit dem. Ich habe 800 Stutz investiert. Ich wollte etwa 1500 oder so machen. Ich mache jetzt etwa 1100, wenn ich alles würde verkaufen. Und mit dem, das ist nicht Geld verdienen. Geld verdienen ist, wenn ich arbeite oder so. Aber mit dem Social Media kannst du definitiv hier in meinem Bereich mit 10'000 auf Instagram oder 44'000 auf TikTok keine Kohle verdienen. Also kannst schon, aber nicht davon leben. Nicht realistisch. Ein Zeki oder ein Jan Gustav, die können Kohle verdienen und davon leben, weil die sind schon lange in dem Biss und ich muss nicht mit denen verglichen werden, weil ich nichts bin. Ich bin gar nichts, das ist nichts. 40'000 auf TikTok oder 10'000 auf Instagram, das ist überhaupt nichts. Einfach euch der Scheiß weg ist das. Ja, also wenn du das unsympathisch findest, dass ich auf Krampf Geld verdiene, hoffe, kannst du was daraus ziehen und nimmst es nicht böse. Ja, genau, da, ja. Ich nehme jetzt mir dieses Ding zu Herzen. Du hast mir jetzt einen Tipp vom Leben gegeben und dann werde ich das durchziehen. Ich bin über 30, Bro. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Ich bin nicht hängen geblieben. Obwohl ich Scheiß von mir lade die ganze Zeit. Aber so ein Scheißdreck. Ja, und findest du ihn unlustig, dann entfolge. Entfolge, wenn du den Babadema unlustig findest. Kein Problem. Ich mache ja nicht die ganze Zeit mit ihm Videos. Ich kann mit ihm Videos machen
Aufgrund eben, weil viele denken, dass ich ein Rassist bin. Und so sehen sie, hey, ich bin mit dem Baba Dema aufgewachsen, ich kenne ihn seit er ein kleines Kind ist. Einfach so 2 Videos haben wir machen. Okay, es sind ein bisschen mehr geworden, eben, weil uns langweilig ist. Weil ich krankgeschrieben bin und keinen Job habe. Okay, verstanden. Und jetzt schauen wir mal den letzten noch an. Der ist der Beste. Zum nicht dabei sein, finde ich ein bisschen schade, bleib bei deiner Stärke und lass dich nicht stören von diesen Werbesachen, mach dich unattraktiv. Da wieder Tipps, die kein Mensch interessiert, Bro. Wieso schreibst du mir das? Das interessiert mich einfach euch einen Scheissdreck. Trotzdem wünsche ich viel Erfolg und bleibe auch noch dabei. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Dann gestern habe ich ein Video gepostet, wo ich am Trainieren bin, allein, ohne Baba Dema, wo ich furze und so, oder? Okay, mein Abo hast du verloren. Ja, fange jetzt an zu brüllen natürlich. Da ich jetzt dieses Abo verloren habe, auch wenn ich 100 andere noch verliere, 100 Kollegen oder 200, 300 oder auch 500 Kollegen. Was habe ich verloren? Auch wenn ich 10'000 verliere, was habe ich verloren, Bro? Ich verdiene ja gar nichts mit dem Scheiß. Ich habe ein bisschen Reichweite verloren. Aber was habe ich jetzt verloren? 3, 4 Abonnenten. Soll ich jetzt anfangen zu brüllen, was? Ah, ich lebe von dem, ich kann jetzt mein Brötchen nicht mehr kaufen. Geh aus. Ich habe lange gewartet, hoffe, kommt wieder etwas. Aber das mit Baba Dema, das ist kein Video mit Baba Dema. Wie der heisst, richtig traurig. Aha, wünsch dir noch. Das sind eben sehr wahrscheinlich genau die Rassisten. Also ich sage jetzt nicht, dass du ein Rassist bist, Marco, aber die einen sind genau aufgrund, weil ich den gebracht habe, Kopf verdammt nochmal, haben gedacht, hey, der Birrenweich Sound ist ein richtiger Rassist. Mal, in dem kann ich mich, sehe ich mich auch. Und jetzt, wo es sieht, dass ich mit dem Schippi hänge, schönen Abend. Ja, die Content ist nicht lustig, du musst es auch so machen. Alter, hängt doch mal uns Leben, Mann. Ich wünsche dir noch eine erfolgreiche Zeit, aber ist nichts mehr für mich. Ja, das ist auch gar kein Problem. Ist mir schon empfolgt. Schönen Abend. Vor allem ist Baba Dema oder wie er heisst nur lustig. Er bringt das, was er will repräsentieren, voll Scheiße über. Hat ja gar niemand. Bringe ich denn das gut über und ich will repräsentieren, Alter? Schau mal meine Sketches an. Ich mache es mit dem Handy. Du hast das Gefühl, ich bin ein Schauspieler, oder? Ich weiss, das ist kein Problem. Es ist logisch, dass Hate kommt, weil ich weiss, dass es so billig gemacht ist und so. Aber es juckt nicht, Mann. Was bringt mir der Kommentar? Das will ich hier mit diesem Video überhaupt preisgeben. Wen interessiert diesen Scheißdreck, Bro? Ich bin froh mit dem, was ich erreicht habe, Bro. Ich habe den Zeki kennengelernt, ich habe den Gustav, den Teronimo, den Erik, den Rush, alle habe ich kennengelernt, Bro. Von dem ganzen Social Media Ding innerhalb von 5, 6 Monate Radio habe ich können schnurren und so weiter. Was will ich noch mehr, Alter? Das ist genug. Ja, wäre geil, wenn ich Kohle verdiene. Bin ich wegen dem unsympathisch? Jawohl, bin ich der Meinung, dass der andere unsympathisch. Aber der wird natürlich, oder viele schreiben, der ist ein Pfeife, was machst du mit dem Video, ohne jetzt Namen nennen, oder? Aber wenn der dann rein würde schreiben und ein Video mit ihnen würde machen, würde er ihm den Kolben melken. Er würde ihm den Kolben melken, definitiv. Und auch im Radio. Die sagen, hey, aber nimmst keine Kohle nicht so. Die nicht einmal einen Follower haben. Die würden dort hingehen und sagen, ja bitte, besser gut, ich möchte gerne ins Radio, ich merke auch euren Kolben, alles. Ja, komm. Ist verloren, oder? Ist zum Kotzen. Ich mache weiterhin mit dem Baba Dema Videos, wenn ich Bock habe. Wenn ich keinen Bock habe, nicht. Aber ich mache ein bisschen weniger. Ja, wir haben es miteinander besprochen, jeder macht sein Ding, aber wir sind weiterhin befreundet, machen weiterhin Videos. Er ist sowieso nicht interessiert am ganzen Social Media, der Scheissdreck. Er hat das nur gemacht, weil ich ihm gesagt habe, mach ab und zu, komm, machen wir ein Video, uns ist doch langweilig. Gell? Also, Dankeschön, das war mein Statement, ein bisschen längeres Video. Hoffe, ihr habt Applaus gehabt, Dankeschön und wünsche euch einen schönen Abend. Dann da den Scheissdreck finden da beendet. Jawohl, hier, jetzt gehen wir da mit der Maus auf der anderen Bildschirm. So, schönen Abend.